Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Mit dem Bibeltext starten wir in die Predigt hinein und ich will am Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als Gemeinde zusammen sein dürfen, dass wir als Gemeinschaft dürfen dort uns treffen. Wir wollen zusammen in dein Wort eintauchen. Lass das Wort in uns lebendig und relevant werden. Es soll uns verändern, erneuern, lebendig machen und besonders die Lebensbereiche aufwecken, wo dein Leben braucht. Amen. Segen, es geht um Segen und wir haben uns letzte Woche schon damit beschäftigt. Und mir ist nochmal bewusst worden, dass man den Segen nicht einfach so an einem Bibelvers oder einem Ding erklären kann, sondern wenn wir uns mit dem Segen beschäftigen, müssen wir eigentlich den ganzen Bogen anschauen. Den ganzen Bogen von der Bibel oder den ganzen Bogen von der Welt. Wir haben es letzten Sonntag schon gehört und ich werde es ein bisschen wiederholen. Für die es schon wieder vergessen haben, ist es eine gute Repetition. Für die nicht da sind, ist es etwas Neues. Und für die anderen Schatz sicher auch nicht. Der erste Segen, den wir in der Bibel lesen, ist auf der allerersten Seite. Wo Gott die Tierschaft segnet er, als allererstes segnet er Tier und sagt ihnen, sind fruchtbar und vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Gottes Segen bezieht sich immer aufs Gedeihen, auf die Vermehrung vom Leben, aufs Gute. Und Gott teilt die lebensspendende Fähigkeit mit den Tieren und eben den Menschen. Und er lädt uns ein, teilhaben an dem, an seiner Mission, der ganzen Schöpfung, den Segen auszudehnen. Gott gibt den Menschen einen zusätzlichen Segen. Er sagt nämlich, hey, sind fruchtbar und vermehrt euch und verwaltet die Erde, hebt ihre Sorge. Ich habe immer gelernt, in der Sonntagsschule, das ist das erste Gebot, oder? Wir sollen fruchtbar sein und vermehren. Das ist aber nicht das Gebot, das müssen wir nicht machen. Das ist das Segen von Gott, das er auf uns legt. Das ist seine Eigenschaft. Die Eigenschaft von Gott ist lebensspendend, fürs Leben und vermehrend. Etwas mega genial. Wir dürfen diese Fähigkeit, das Lebensspendende in dieser Welt reflektieren. Wir sind sozusagen wie der Mond. Wir können es nicht aus uns selber. Der Mond leuchtet ja nur, weil die Sonne anscheint. Und wir können das Segen nur sein und weitergeben, weil wir ihn von Gott bekommen. Wir können die Erde nur verwalten, weil er sie uns gegeben hat und uns die Fähigkeit gibt. Wie mit vielem im Leben kommt jetzt ein Aber. Und ich habe die Aber gar nicht so gern, oder? Aber an den Segen ist eine Bedingung geknüpft. Uns wird gesagt, oder auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass eine Bedingung geknüpft ist. Dass die Gabe vom Leben und der Fülle davon abhängt, ob wir Menschen diesen göttlichen Gebot vertrauen und sie befolgen. Im Paradies hat das geheißen, nicht von dem Baum von Gut und Böse oder von der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Das bedeutet nicht, dass Gott das Segen nur den Menschen anbietet, die eben einfach folgen, den Guten. Es bedeutet mehr, dass ob wir dieser Lebensentscheidung von Gott, ob wir dieser vertrauen. Der Baum steht für die Entscheidung vom Menschen, entweder auf Gottes Willen vertrauen oder eben auf die eigene. Also es beschreibt eigentlich mehr auf Gottes Version von Gut und Böse vertrauen als auf meine eigene Urteilskraft.
Kaum ist die Entscheidung oder ist das Angebot von dem Segen und das Befolgen im Raum gestanden, im Paradies, hat es der Mensch schon verhauen. Die Kreatur, die Schlange, kommt und sagt dem Mensch, willst du nicht auf dein eigenes Bauchgefühl vertrauen? Also du kannst doch selber entscheiden. Dass die Kreatur oder eben das Böse, der Teufel, er stellt es in Frage, dass es Gott gut meint mit ihnen und sagt, ihr könnt doch selber entscheiden. Und er ermutigt es und es passiert. Und in dem Moment kommt der Fluch in die zwei Leben hinein, von Adam und Eva. Der Fluch kommt und sie merken auf einmal, dass ein Segen weg ist. Ja, was ist denn der Fluch? Der Fluch ist das Gegenteil vom Segen, aber der Fluch ist nicht einfach eine Strafe von Gott. Man sagt das, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, unser Lehrer hat das einmal gesagt. Wenn man einen Blödsinn gemacht hat und mir ist dann sogar in den Hammer reingelaufen, das hat jeder gesehen, dann hat der einmal gesagt, ja, Gott straft sofort, oder? Ist denn der Fluch eine Strafe von Gott? Nein, es ist vielmehr das Resultat am Nicht-Vertrauen von der Güte von Gott. Versteht ihr das? Das müssen wir in unseren Herzen festhaben. Der Fluch, das Böse, das in unser Leben kommt, ist nicht eine Strafe von Gott, sondern es ist das Resultat vom Nicht-Vertrauen von der Güte von Gott. Es ist die Erfahrung von der Konsequenz, sich das Segen selber wieder zu nehmen. Nochmal, es ist die Erfahrung von der Konsequenz, sich das Gute, das Lebensspendende, das Vermehrende selber wieder zu sehen, selber wissen, was gut und böse ist. Und anstelle von Fruchtbarkeit im Land kommt auf einmal Hungersnöte rein. Wenn es darum geht, zum Kinderzeugen, werden die Umstände von Schmerzen geprägt, von komplizierten Beziehungen, von emotionalen Schmerzen. Fruchtbar sein und sich vermehren wird jetzt mit Leiden wie Unfruchtbarkeit, Eifersucht und bis zu oder auch sexuellem Missbrauch verbunden sein. Das ist nie so gerechnet gewesen. Die Fähigkeit zu gedeihen, sich zu vermehren, Gottes Leben spendende Kraft mit anderen teilen, ist nicht verschwunden. Sie ist aber angetätscht, sie ist entstellt und sie ist beeinträchtigt. Der Fluch beeinträchtigt, ein Leben in voller Fülle zu leben. Und man fängt an, dem Gott zu misstrauen. Und so muss Adam und Eva aus dem Paradies raus. Sie müssen in ein verfluchtes Land. Und die Konsequenz ist, dass das erste Mal der Tod auf die Bühne kommt. Dass auf einmal ein Tod rum ist. Aber Gott gibt das Versprechen und sagt, das wird nicht das Ende sein. Ich schicke einen. Es wird einer in die Welt kommen, wo der Fluch wieder in den Segen wird umtrüllen. Die Frage ist, wer ist das? Und wenn man so in der Bibel ein bisschen ein paar Seiten vorblättert, dann merkt man, dass der Abraham auf die Weltbühne kommt. Und der Gott gibt ihm eine Aufforderung und sagt, verlass dein Land, ziehe in das Land, das ich für dich parat habe. Und er gibt ihm einen Segen mit. Er sagt, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen einen Segen sein. Eigentlich der erste Satz, ich werde dich zum Stammvater machen, ist schon ein Segen, dass er ihn gross macht. Als alter Mann oder als altes Ehepärli, eigentlich müssen wir da Zara dazu nehmen, oder? Als altes Ehepärli ist das eigentlich fast schon ein bisschen sarkastisch, oder? Die Zeit zum Kind ist abgelaufen und jetzt kommt Gott und sagt, aus dir mache ich ein grosses Volk. Er verspricht es nicht einfach nur ihm, er sagt nicht einfach, hey, der Segen kommt auf dich, sondern er sagt, da wird eine Familie daraus stehen. Es geht weiter. Er verspricht ihm, dass der Segen nicht einfach mit seinem Namen oder dem Namen von seinen Kindern aussterben wird. Er sagt, nein, es wird eine Nation daraus entstehen. Und ihr kennt sicher die Bilder, wie Sand am Meer, so wie die Sterne am Himmel oben. Der Segen ist gewaltig, aber wisst ihr was? Der Segen kostet dem Abraham alles. Wir sind da vielleicht heute ein bisschen
können wir das nicht mehr ganz so nachvollziehen. Im Zeitalter von Auslandssemester, mal ein bisschen längeres Reisli oder ich gehe mal ins Ausland arbeiten, so ein bisschen als Expat, oder? Dann lesen wir das und Gott sagt, geh du in ein anderes Land und ich dir zeigen, er hat nicht ein Ticket gebucht und ist geflogen und hat mit WhatsApp mit seinen Eltern noch ein bisschen im Kontakt geblieben und Facecall. Nein, er ist losgezogen in eine Ungewissheit hinein. Er hat all seine Sicherheit aufgegeben. Für alle unsere Finanzler heisst das, sie hat seine Altersvorsorge, Säule 1, 2 und 3a hat er gelehrt. Die war vernichtet gewesen. Er ist ausgezogen. Er hat Gott müssen vertrauen. Und er erlebt, wie der Segen Wirklichkeit wird, wie er ein Kind bekommt. Er erlebt, wie der Segen weitergeht. Ein kleiner Spoiler, das kommt erst nächste Woche, oder? Oder ein Teaser könnte man sagen. Der Segen ist nie für dich alleine. Der Segen ist immer etwas, wo du weitergeben musst. Wenn wir probieren, den Segen festzuhalten, wird er zum Fluch. Weil der Segen war nie da um ihn festzuhalten. Sobald du einen Segen von Gott festhalten willst, vertraust du nicht mehr darauf, dass er morgen den Segen dir wieder gibt. Ich hasse es. Sicherheitsfreaks da rein? Ich bin einer. Ich habe gerne Kontrollen, oder? Darum ist Manna, haben sie es nur für den Tag sammeln. Weil Gott nicht will, dass sie so eine Sicherheit aufbauen. Dass sie vertrauen, dass der Segen morgen wieder kommt. Aber der Abraham, das ist nicht einfach alles gut gewesen, wenn er die Geschichte lebt. Leset, der Abraham wird nämlich täuscht, sozusagen falsche Bäume. Er probiert immer das Segen, er und Sarah probieren immer das Segen wieder selber zu packen, selber für sich zu behalten. Und sie erleben sehr viel Schwieriges in dem hinein. Jahre später, wo der Abraham aus dem Abraham ein Volk, eine Nation geworden ist, der Abraham schon lange gestorben ist, erleben sie das Gleiche. Sie vertrauen nicht mehr dem Gott und sie setzen den König ein. Sie sagen, wir wollen einen König haben. Ein König soll uns verwalten und nicht mehr Gott. Wir vertrauen nicht mehr dem Gott. Wir wollen jemanden haben, den wir anlangen können. Was ich verstehe, wenn ich doch so oft der Gleiche bin. Aber genau diese Könige leiten sie aus dem Segen raus. Aus dem verheißenen Land. Das heisst, dort ist Milch und Honig geflossen. Die Könige verleiten sie dazu, dass sie ins Exil kommen. In ein Land, wo sie verknechtet sind. Darum jeder Griff zum eigenen Segen leitet zum grössten Leid oder eben zum Fluch. Doch auch in dem Exil, in diesen Zeiten stehen immer, oder schon vorher, stehen immer wieder Propheten auf und bringen die Botschaft von Gott, die heisst, es kommt einer, wo der Fluch definitiv wird umkehren. Und jetzt sind wir beim Kernpunkt vom heutigen Morgen. Es geht um Jesus Christus und was er tut am Kreuz. Er ist der Nachkomme von Abraham. Er kommt aus dieser Linie raus. Ganz Mensch. Und als er auf die Welt gekommen ist, als er auftreten ist seine Botschaft nicht abstrakt gewesen, nicht theoretisch, sondern sie ist politisch und theologisch brisant gewesen. Er hat die Botschaft gebracht, dass die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes angebrochen ist. Kehret um und glaubet am Evangelium. Sein Dienst war heilig, Tischgemeinschaft, Gleichnis. Und die Gleichnis zeigen, wie Gottes erneuerbare Welt aussieht. Er spricht Segen, sprich, er ist lebensspendend. Es ist aufbauend, es ist vermehrend. Und eben ganz plastisch, vermehrend. Er hat das Essen vermehrt. Unter seinen Händen oder in seinen Händen ist das mehr geworden. Er hat geheilt, er hat auferweckt, er hat befreit. Krankheit müssen weisen. Gefangenschaft ist zu Freiheit geworden. Aus Trauer ist Freude geworden. Hey, doch alles das, was wir uns sehnen. Es ist der Ursprung, wie es Gott geplant hat im Paradies. Jesus ist auftreten in einer unheimlich dunklen Zeit. Wenn jemand das Gefühl hat, wir haben es heute schwierig, dann will ich nicht 2000 Jahre weitergehen. In die Zeit ist Jesus gekommen mit einem Kontrapunkt und er hat die Gesetzmäßigkeiten, die Segen von dem Reich Gottes sichtbar gemacht.
Und dann ist er am Kreuz gestorben. Es hat wie ein riesiger Verlust ausgesehen. Ein riesiger Fail, würde man heutzutage sagen, oder? Aber er hat es uns vorgemacht, dass er an dem Leben nicht festgehalten hat. Er hat selber vorgemacht, dass er sein Segen, dass er sein Privileg nicht für sich behalten hat. Es heisst, dass er sich vom Himmel oben runter, dass er vom Himmel oben runtergekommen ist. Dass er sich erniedrigt hat bis zum Tod. Er hat sein Leben nicht festgehalten. Er hat den Segen nicht festgehalten. Er hat dem himmlischen Vater vertraut. Nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Es ist nichts anderes, als dass er gesagt hat, ich vertraue dir, dass du im Griff hast. Er wird zum Leben erweckt. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus die Finsternis, die Macht von der Finsternis entwaffnet hat. Der Tod von Jesus ist nicht ein bloßer Akt von einer passiven Opferung gewesen, sondern ein Moment, in dem Gott die rebellische Macht besiegt hat. Er hat den Weg geschaffen, dass der Fluch wieder zum Segen werden kann. Segen, Fluch, Segen. Sein Tod am Kreuz hat das ganze Universum auf den Kopf gestellt. Wir benennen unsere Zeitrechnung nach ihm und das, was er gemacht hat. Das Time Magazine hat vor Jahren ihn als bedeutendsten Mensch abgestempelt. Cover hat gesagt, das ist der bedeutendste Mensch. Vielleicht fragst du jetzt schwärmt er da vorne so. Hallo, wir wissen wir alle, Jesus ist gestorben am Kreuz, genau, dass wir unsere Sünden tilgt sind, dass wir endlich zu Gott kommen und das alles Schwere da mal wird vorbei sein. Ich glaube, wir werden nie begreifen, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Und ich glaube, wir verkürzen das so oft, dass wir sagen, ja, das setzt die Leben, ja, Jesus ist gestorben, dass meine Sünden tilgt sind, dass ich Frieden habe mit Gott, dass ich zu Gott komme. Einfach gesagt, dass mein Füdli im Himmel ist, oder? Augen zu und durch und irgendwann kommt es dann besser. Das ist nicht falsch, aber es ist viel zu kurz. Jesus hat den Fluch in Segen umgewandelt. Er will die Ordnung wiederherstellen. Und er entscheidet sich, dich und mich zu brauchen. Und das sprengt meinen Verstand. Das versprengt meinen Widerstand, dass er uns segnen will, dass wir ihn repräsentieren oder reflektieren. Also nicht reflektieren, wenn ich mir jetzt überlege, wie habe ich jetzt heute Morgen reagiert, sondern reflektieren wie ein Spiegel. Wir sind in die Welt hineingestellt, um ihn zu reflektieren. Wir sind geschaffen im Ebenbild von Gott und das heißt, sind fruchtbar und vermehren euch. Das heißt jetzt nicht nur mit den Kindern, sondern im Ganzen. Ich behaupte sogar, wenn wir am Punkt könnten, wo wir die Tat am Kreuz völlig könnten begreifen und erklären, wäre der Moment, wo der Jesus für meine Probleme zu klein wäre. Ich glaube, die Tat muss so groß sein, dass wir es nicht beschreiben können. Und dass es sich lohnt, darüber nachzusignieren, sich das studieren, staunen, dass man das nicht checkt. Ich will euch ermutigen, leset wieder mal den Römerbrief, den Epheserbrief, den Galater, die Briefe beschreiben das so. Und dann ist es okay, wenn man es nicht versteht. Vielleicht ist es sogar okay, wenn man nachher weniger versteht als voran, wo man gemeint hat, wir verstehen es. Es gibt so gute Literatur über das. Im Galater 3,14 heißt es, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Hey, das ist etwas Gewaltiges. Der Segen, der am Abraham zugestanden ist, der steht uns zu. Durch die Tat von Jesus am Kreuz. Gott verspricht uns sein Segen. Er möchte dir alles geben. Er will, dass du ein gutes Leben hast. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Ja, wieso leben wir denn Mangel? Ich habe den Vers gelesen. Und das allererste, was mir in den Sinn kam, ist alles, was in meinem Leben nicht läuft. Alles, was anfängt an weh zu tun, der Rücken und das Knie, das zwickt, oder? Und dann ja Kälte, hör auf. Hilft jetzt auch nicht, oder?
all die vielleicht auch Unversöhntheit, die um mich herum ist, all das, was in der Welt herum ist. Es geht nicht einfach um Wohlstand. Es geht nicht darum, dass ich da vorne stehe und sage, wenn du nur recht glaubst und wenn du das nur endlich mal begreifst, dann gibt es ein Einfamilienhäuschen, eine Frau, 3 Kinder oder 2 Kinder, je nachdem, was du willst, ein Hund, ein Bötli, eine Ferienwohnung, ein dickes Bankkonto und eine Sicherheit. Es geht nicht um das. Es geht um ein Leben in Fülle, um ein himmlisches Prinzip. Und ich will den Vers vom Anfang vom Gottesdienst, oder wenigstens den Anfang nochmal vorlesen. Gepriesen sei Gott der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Ein geistlicher Segen, auch ein geistlicher Segen. Nicht, dass der materielle schlecht ist. Das erleben wir auch. Aber es geht mehr. Schauen wir in unsere Gesellschaft raus. In der Schweiz geht es vielleicht ein bisschen schlechter als noch vor 5 Jahren. Oder vielleicht, ja, das ist ja so gefühlt, oder? Aber ich meine, uns geht es immer noch so gut. Ich hatte letzte Woche einen Handwerker da von Deutschland. Und meine, was er mir gesagt hat, Scheiße, ihr habt es einfach noch im Griff. Ihr macht es noch, ihr packt es noch. Bei euch läuft es noch. Bei uns geht es so runter. Und trotzdem, wenn wir ja umschauen, es sieht doch so viel gut aus. Ja, aber unsere Kliniken sind voll. Die Hoffnungslosigkeit ist da. Die Einsamkeit so hoch wie noch nie. Es ist doch ein Trugschluss, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir alles Materielle haben, geht es uns gut. Und auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die mit dem Gott im Wenigen oder im Mangel so zufrieden sind. Die Zufriedenheit, der geistliche Segen, der ist unbezahlbar. Es ist die Fähigkeit zu wissen, dass Gott Elend gut meint mit mir. In Zeiten von Mangel und Not. Hey, und ich brauche das. In der Vorbereitung ist mir das nochmal so inne. Ich will nochmal mehr ein zufriedener Mensch werden. Ich will nochmal mehr den Segen von Gott haben, der mich dankbar macht, der mich glücklich macht, der das weitergeben lässt. Mich begeistert es. Und jetzt können wir uns fragen, wie werden wir gesegnet? Ja, wie geht denn das praktisch? Nochmal Galater 3,14. Durch Jesus Christus bekommt jetzt also Menschen aus allen Völkern Altern am Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Wir kommen mit dem Heiligen Geist über, wo was ein Versprechen ist, dass er wird bei uns sein, dass er unser Fürsprecher ist in schwierigen Zeiten, dass er uns mit Weisheit ausrüstet für all die guten Sachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zurückschaue, erlebe ich das. Mir ist es im Moment nicht so bewusst, aber ich erlebe das, wie er bei mir beisteht. Es heißt im Epheser 1 auch, dass der Heilige Geist der Anzahlung ist von unserem himmlischen Erbe. Das verstehen wir Schweizer vielleicht besser, oder? So Erben und Anzahlung, das ist ein bisschen unsere Sprache, oder? Aber wir wünschen euch alles Erbe. Und wir kommen da einen Erbbezug über, der schon elend gut ist. Das heisst, es wird noch viel besser kommen. Gottes Geist befähigt uns, ein Leben voller Segen zu führen. Er befähigt uns, Kanäle sein vom Segen. Das heisst nicht, dass wir hinschauen, dass wir klagen bei Gott. Dass alles gut wird, so die Aussage. Es kommt dann schon gut. Alles geschieht aus dem Grund. Nein, weil wir sind Menschen mit einer Hoffnung, weil wir mit dem ausgerüstet sind, weil uns das zusteht. Im 1. Thessaloniker heisst es nicht auf der Folie, aber wir trauern nicht wie die keine Hoffnung haben. Wir müssen uns mal auf die Zunge vergehen lassen. Wir trauern nicht wie die keine Hoffnung haben. Ja, wie kommen wir zu dem? Wie können wir das sagen, ganz klar, ganz praktisch über? Indem, dass wir glauben. Glaube ist immer etwas, wo man einen Vorschuss geben muss.
Es ist nicht etwas, was Sinn macht. Wenn du ein Business startest, musst du am Anfang investieren, dass du einen Return hast. Invest and Return. Und es ist beim Reich Gottes genau gleich. Nur ist die Währung nicht Franken oder Bitcoins oder was, sondern die Währung ist Glaube. Und er lädt uns ein, aus dem Boot rauszusteigen. Er lädt uns ein, uns auf eine Reise machen mit ihm. Glaube heisst nicht sehen. Glaube heisst Vertrauen. Glaube heisst, ich mache es im Glauben, dass ich nicht zu kurz komme. Ich glaube, zu kurz kommen. Die Angst vom zu kurz kommen ist so eine Schweizer Krankheit. Glaube heisst aber auch, sich an göttliche Prinzipien zu halten, wenn es in unserem Kontext keinen Sinn macht. Wie können wir den Glauben anheizen? Wie können wir den kreieren? Indem wir bei ihm bleiben. In ihm bleiben. Jesus malt das Bild im Johannes 15, wo er sagt, hey, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Nur wenn ihr bei mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen. Nur wenn ihr bei mir seid, können wir den Glauben über, wo in Segen sich umwandelt. Und da können wir uns doch fragen, in unserer schnelllebigen Zeit, wo wir keine Zeit haben für nichts, wo bleibe ich bei Gott? Wo nehme ich mir kleine Slots raus? Fange nicht mit einer halben Stunde oder Stunde an. Das überfordert. Ich sage es in jeder Predigt, ich liebe die Tagzeitengebet, Morgen, Mittag und Abend. Und ich mache es nicht immer. Aber so oft ist es für mich so eine Kalibrierung. Und was macht es bei mir, wenn ich bei dem Gott bin? Wenn ich seine Gedanken spüre? Wenn ich sein Wort lese? Es schafft in mir Glauben, dass das, was er tun hat, in anderen Leben, in meinem Leben, dass er das wieder tun will. Und das Dritte ist Vertrauen. Das ist wohl wahrscheinlich der schwierigste Teil. Ihm zu vertrauen. Aber es gibt da, die Bibel ist ja so voll, es gibt so eine coole Geschichte. Ein Vater, der sein Kind zu Jesus bringt und sagt, hey, wenn du willst, mach es gesund. Wenn du willst. Wenn du kannst. Und dann sagt Jesus, hey, wer glaubt, dem ist alles möglich. Und der Vater bringt so eine geniale Antwort. Er sagt nämlich, ich glaube an Jesus, aber hilf mir im Unglauben. Wie viel Mal muss ich das Gott sagen? Ich will glauben. Ich würde gerne können da laufen, aber ich packe es nicht. Ich will es. Hilf mir im Unglauben. Und Jesus liefert mit einem Segen, mit etwas Lebensspendendem. Mega genial. Das Letzte ist, ja, folgen wir dem Jesus nach. Jesus ist gekommen und er hat es uns vorgelebt. Er hat das Reich, sein Reich ist upside down. Er ist gekommen und er hat gesagt, hey, wenn du das sagen willst, vergib. Acht andere höher als dich selber. Bei uns sind es vielleicht andere Sachen. Bei uns sind es eben vielleicht Zeit, wo wir uns nochmal neu fragen müssen, wo und wie investiere ich mir meine Zeit? Ich glaube, es kommt ein ganz unpopuläres Wort. Ich glaube, es braucht Kapitulation in unserem Leben. Kapitulieren, dass ich es alleine nicht kann. Kapitulieren, dass ich das Segen selber probiert festzuhalten. Das heisst jetzt nicht, dass ihr eure dritte Säule künden und weiss der Gucker was. Braucht euren Kopf bitte. Aber es heisst, wo ist mein Vertrauen? Und das ist der Abschluss von meiner Predigt. Ich will euch fragen, kennst du den Jesus? Kennst du den Segen? Oder rennst du dem selber nach? Vielleicht hockst du heute da rein und hast noch nie von dem Jesus gehört. Oder nur so am Rand. Da will ich dich einladen. Hey, lass mal auf dein Herz. Spürst du da etwas, dass da ein Jesus sein könnte, der dich einlädt und sagt, ich will dich mit dem Segen überschütten. Ich will dir Leben spenden. Ich will das Vermehrende in dich hineinlegen. Nicht für dich per se nur. Auch. Aber dass du weitergeben kannst. Dann ist das im Fall ganz eine simple Sache. Das ist ein 3-Schritt. Lass Jesus in dein Leben ein. Sag, hey, komm Jesus. Einfach komm. Das Zweite ist, bitte ihn um Vergebung, dass du alleine probiert hast. Und das Dritte ist, empfang den Heiligen Geist. Empfang die Anzahlung von dem Erbe. Ja, aber ich glaube, heute Morgen braucht es Kapitulationen, vielleicht von denen, die schon mega lange mit Jesus unterwegs sind, weil wir stehen so schnell in Gefahr, um sie das selber zu machen. Und dann ist es genau das Gleiche.
Sind die gleichen 3 Schritte. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, es tut mir leid, dass ich es allein probiert habe. Hey, und Jesus, Heiliger Geist, ich empfange dich, komm. Füll mich aus und brauch du mich. Ich habe ein cooles Bild gehört von letzter Woche. Jesus ist kein App, das du abladen kannst. Jesus ist dein Betriebssystem. Er ist der alles betreibt. Und nicht einfach etwas, das du dazu nimmst, kannst schliessen und wegswipen, oder? Und so, wenn wir jetzt in eine Reflexionszeit hineingehen, in dieser Zeit sind Fragen da oben, die sind von mir. Ich weiss auch nicht. Ich habe mich schwer mit diesen Fragen. Was brauchst du? Keine Ahnung. Vielleicht ist es daran, dass du heute Morgen Jesus fragst, hey, was denkst du über mich? Vielleicht fragst du dich, wo habe ich den Segen? Wo hole ich den Segen selber? Nimm dir die Zeit und bist ganz bei dir. Und nachher gehen wir in eine Worship-Zeit rein, wo du den Gott anbeten kannst. Wo du dich fragen, was denkst du über mich, dass es weitergehen kann. Du darfst aber auch zum Kreuz gehen. Du darfst einen Segen abholen, wenn du das alleine schwierig findest. Manchmal brauchen wir, darum sind wir auch eine Gemeinschaft. Darfst du zu jemandem gehen. Vielleicht sagst du auch, ich will gar nicht aufstehen. Nimm den rechts und links. Wir alle, die mit dem Jesus unterwegs sind berufen, um diesen Segen weiterzugeben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist, dass du Leben bist, dass es bei dir nicht ein Decline gibt, dass es bei dir nur Vermehrung gibt, dass es bei dir nur etwas, das Leben Spannendes gibt. Und wir sind da und wir danken dir, dass du mit dem Jesus, mit deinem Sohn, das wieder möglich gemacht hast. Und wir stehen da und sagen dir, wir brauchen dich, wir brauchen den Segen, wir brauchen dein Leben. Und Jesus, du weißt, in diesen Nöten, in diesen Krankheiten, in diesen Gefangenschaft, wo wir drinstehen. Und da bitten wir dich miteinander. Komm du mit deinem Geist. Stell du her, schaff du Leben, befrei du, vermehr du das Gute in uns und um uns. Jesus, wir lieben dich und wir brauchen dich und wir wollen in deine Gegenwart eintauchen. Amen.